Hallo und herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch zu einem neuen Video. Für dieses Video heute muss ich ein kurzes kleines Intro machen, damit ihr versteht, warum ich das so mache, wie ich es mache. Ich mache heute ein neues Videoformat, das ich ausprobieren will. Das ist nämlich «Ein Tag essen wie». Und das ist nicht ein neues Format. Es gibt andere YouTuber, die das auch schon gemacht haben und so. Aber ich wollte das eigentlich schon lange mal ausprobieren. Und vor etwa einer Woche, anderthalb, habe ich als lauter Witz, wo ich beim Maelo, das ist ein TikToker, YouTuber, Streamer aus der Schweiz, den ich persönlich kenne, der schon hier an der Messe gehockt ist und etwas nachgegessen hat, eine Story habe gesehen, wo er irgendetwas gekocht hat, irgendwie Nudeln oder so. Und dann habe ich einfach als Witz in den DMs geschrieben, so, hey, ich kann euch mal einen Tag essen wie der Maelo, und hat er mir zurückgeschrieben. Wow! Lustige Idee, so hahaha, in dem Sinne würdest du es dir aufnehmen. Ich so, ja schick mir doch mal dein Lieblingsessen. Zuverlässig wie er ist, nie mehr etwas gehört. Und ich habe einfach die Idee gleich witzig gefunden und ich habe es jetzt perfekt gefunden, um mal das auszuprobieren, wie das tut, wenn ich einen Tag lang eben von jemandem so ein bisschen den Essensablauf kopiere. Dadurch, dass ich jetzt nicht wirklich weiss, was der Maelo gerne oder so durch den Tag isst, habe ich jetzt auch probiert, so ein bisschen 3 Mahlzeiten rauszusuchen, die zu ihm passen könnten. Ich darf schon etwas anteisen. Also das Morgen geht jetzt nicht wahnsinnig lang, ist jetzt nicht wahnsinnig einfallsreich, aber das Mittag und das Nacht wird wirklich funny. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf und seid gespannt drauf. Es kann ein bisschen sein, dass es ein bisschen hin und her geht. Ich probiere mir möglichst irgendwie so einen roten Faden durch die ganze Sache zu bringen. Ich habe das noch nie gemacht. Und falls es gut ankommt und irgendwie klappt und ich nicht den Herzkollaps bekomme, werde ich das vielleicht in Zukunft noch bei dir machen. Ich habe gefunden, wieder mal etwas Neues ausprobieren und jetzt gehen wir rein da. Mal schauen, wird er mir echt sauer sein, wenn ich so etwas mache. Egal, kommt schon gut. Also, ich würde sagen, wir gehen mal langsam Richtung zum Morgen. Das wird mir ja etwas. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Mahlzeit von «Ein Tag essen wie der Maelo». Ich habe den Maelo, glaube ich, noch nie gesehen zum Morgenessen. Ich weiss aber, es gibt ein Kaltgetränk, das er über alles liebt. Das habe ich natürlich gekauft, und zwar in der grössten Ausführung, die es überhaupt gibt. Das ist ein Maffe Patte, nein, ein Café Latte mit Macchiato-Geschmack. Und man denkt, ich pfeife mir jetzt mal so einen Kübel rein. Los, Diabetes verwünscht mich. Und dazu, ich habe das Gefühl, der Maelo ist so ein Gipfeli-Typ. So, hey, ich nehme jetzt auch ein Kaffee Latte und ein Gipfeli. Es tut mir also wahnsinnig leid, wenn ich die underrate. Genau, und darum ziehe ich mir jetzt hier ein wunderbares Gipfeli rein. Hallo. Wunderbares Morgen. Sehr ausgewogen. Du fragst dich, warum ich ein Gipfeli mit Besteck essen. Also der Maelo isst hier Dürüm mit Besteck, also der wird wahrscheinlich auch ein Gipfeli mit Besteck essen. Von dem her, ein guter. Hier noch die große Zentrale, einfach, ich möchte nicht vorenthalten, dass ich keinen Scheiß erzähle, mit Dürüm mit Besteck essen. Ich probiere so ein bisschen alles zu haben, Salat, bisschen, dies, das und so. Alter! So, ich habe mir jetzt das Gipfeli herrlich schmerlich reingepfiffen. Und jetzt muss ich auch schon in die Küche, weil ich muss einen Teig vorbereiten für das Mittagessen, wo der Maelo schon mal gekocht hat. Let's go! Und wusch, wären wir auch schon da beim Mittag. Und ich bin ein bisschen forschen und ich habe gesehen, dass der Maelo 2 Kochvideos gemacht hat. Sorry, falls ich irgendetwas verpasst habe. 2 Kochvideos gemacht hat. Ein Kochvideo wäre Nudelgratin, das, so leid es mir tut, auch für etwa 300'000 Menschen reichen würde. Und weil wir jetzt hier nicht so ein grosser Haushalt sind, habe ich jetzt auf den Nudelsalat verzichtet. Aber er hat mal in einem Video seine erste eigene Pizza Margherita gemacht. Und die machen wir jetzt nachher. Und jetzt muss ich aber zuerst schauen, wie er die gemacht hat. Und das Video ist etwa 200-jährig. Von dann hat er nämlich noch schweizerdeutschen Content gemacht. Das macht er heute nicht mehr, heute macht er deutschen. Kommen wir wieder? Oder nein? Ihr könnt eigentlich mitkommen, wir gehen jetzt heute schauen, was wir so ein bisschen brauchen von diesem Video. Los! Also Freunde, ich habe jetzt etwa eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das verdammte Programm zum Laufen habe gebracht. Wir schauen jetzt einfach das Video hier und wenn die Aufnahmen scheiße sind, dann tut es mir wahnsinnig leid. Aber wir machen es nicht noch das 2. Mal.
ein drittes und ein viertes und ein fünftes und ein sechstes und ein siebtes Mal. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, ich bin in der Küche. Was ist denn hier los? Ist ganz einfach. Pizza. Das ist los. Also, dann machen wir uns doch jetzt eine Pizza, die man sich daheim zubereiten kann und die einfach benissimo schmeckt. Bevor wir jetzt anfangen, muss ich aber noch sagen, ich habe selber noch nie einen Pizzateig Beste Herausforderungen, Voraussetzungen meine ich. gemacht. Er ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, aber sonst bin ich immer so in die Migros gegangen und habe einfach Tomatenpüree draufgehauen, ein paar Schinken, Mozzarella und dann habe ich eine Pizza gehabt. Also was braucht es eigentlich alles für jetzt, was ich mache, 2 Pizzen zu machen. Also zuerst einmal so eine Schüssel, wo ich den Teig drin mache. Hier sind 200 Gramm Mehl für den Teig halt. Hier ist ein bisschen mehr Salz und Trockenhefe. Einfach tun wir hier mit dem Mehl, das wir schon vorbereitet haben, einfach mal hier drin holen. Alles muss rein. Was man dann auch noch machen kann, ist sein Salz nehmen und auch gerade zack. Und das schon mal so ein bisschen miteinander vermischen. Nachdem wir das gemixt haben, nehmen wir hier die Hefe. Hefe? Wie sehen wir das auf Schweizerdeutsch? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Aber nehmen wir die Trockenhefe und tut sie hier ins Wasser drin hauen, zack. Wenn die Hefe sich dann so ein bisschen aufgelöst hat im Wasser, dann kann man das Ganze einfach hier drin hauen, zack. Und dann muss man aber anfangen mit Kneten. Also, Pizzateig besteht tatsächlich nur aus Mehl, Wasser und Hefe und ein bisschen Salz. Ich weiss es im Fall echt nicht. Ich habe vielleicht 2 Mal im Leben Pizzateig gemacht, das ist schon lange her. Und wahrscheinlich meistens, wenn ich Hunger hatte und mir auch nicht wahnsinnig viel überlegt habe. Keine Ahnung. Ja, okay, ich lasse ihn 24 Stunden ruhen. So viel Zeit habe ich nicht. Das kannst du nicht nachher machen. Die Stunden sind vergangen, für euch noch ein paar Sekunden. Und wie gesehen hier, der Teig, den ich gestern gemacht habe. Unglaublich, wie der aufgegangen ist. Muss man wirklich sagen, der Teig sieht aus. Ich sehe gar nicht mehr, dass es 2 einzelne Dinge waren mal. Dann machen wir doch jetzt, tun wir das Ganze jetzt einfach mal öffnen. Also überhaupt 2 Bits. Ich mache das so richtig in so einer 4 und hier. Und hier ist der Teig, wo 2 Ist sie ernst? Schneiden. Wenn das meine Mutter würde sehen, dass ich auf einem Blech direkt schneide, entdeckt instant. Im Rüssofa innen, nach außen Ja, nett, gut, wunderbar. Nach Rüssofa innen, nach außen so Kreisbewegungen. Also er tut die Sauce nicht würzen, gar nicht, er tut sich direkt drauf. Ja, machen wir das. Weil ich habe hier den Ofen vorgeheizt auf das Maximum. Und Also, okay. Ich muss schauen, ob es bei mir das Maximum ist, nicht die verbrennen. dann hole ich das jetzt gerade drin, lasse das ungefähr 3-4 Minuten ein bisschen backen, dass es ja, schon ein bisschen gebacken ist. Und dann kann man danach hier drauf holen, den Käse. Dann kann man den im Nachhinein gerade in den einholen, weil der Käse sollte nicht zu fest schmelzen, sonst ist es so braun und so. Ist nicht so nice. Und dann holen wir es doch einfach mal in den Ofen. Was hat er jetzt hier für Kräuter getroffen? Von dem hat er genau gar nichts gesagt. Geil, also wir müssen noch irgendwelche Kräuter drauf holen. Jetzt haben wir den Mozzarella noch ein bisschen zurecht geschnitten. Was sind das für Pizzen? Geil, wie er es macht. Er hat auch gerne, ich glaube, er hat sehr gerne Käse. Und dann hauen wir jetzt noch schnell in die Pizza ein. Es ist jetzt ungefähr schon 2-3 Minuten im Ofen drin. Und das hauen wir jetzt schnell drauf. So, hier, wie groß die Pizza ist. Oh. Jetzt haben wir hier so 4 Stückchen von der Pizza und jetzt habe ich wirklich Bock, mal hier zu probieren. Muss ein bisschen näher kommen. Oh. Und jetzt hier sehen wir hier die Pizza so. Ah, ich habe jetzt ein bisschen Oliven auf meinen Fingern, aber ich probiere. Und von woher hat er jetzt Oliven auf den Fingern? Hat er es direkt auf Pizza da? Also, machen wir das? Ich habe Pizzaöl. Ich tue einfach Pizzaöl drauf. Ich hoffe, das ist genehm. Jetzt doch einfach mal. Sehe ja so erotisch aus während dem Pizza essen. Digga. Also, ganz Fazit nach den ersten 2 Bissen.
wirklich sehr, sehr, sehr geil schmeckt die Pizza. Also, ohne Witz. Also, ich untertreibe nicht, das ist wirklich noch eine geile Pizza. Dem kaufen doch alles ab. So, gut, also. Ich glaube, wir wissen, was wir machen müssen. Ich würde sagen, gehen wir an die Küche. So, nachdem wir das wunderbare Video angeschaut haben, das den Teig anbelangt, habe ich jetzt hier mal 200 Gramm Mehl. Sorry, ich muss ein bisschen runterkommen, weil ich die Kamera einfach scheiße eingestellt habe. Ich habe keine Bock, sie wieder umzustellen. Es braucht anscheinend nur Mehl, Salz. Mein Arsch tut weh. Salz, Trockenhefe, Sherry. Trockenhefe, die ich hier in ein Glas lauwarmes Wasser tue. Es ist nicht gesagt worden, ob das stimmt oder nicht. Jetzt muss ich das ein bisschen vermischen. Hey, wirklich, ich mache so verschissene Content zum Kotzen. So, das ist jetzt so ein bisschen Dings. Und jetzt muss ich es hier rein. Und dann geht es auch schon ans Kneten. Absoluter nasser Teig, noch ein bisschen Mehl drin. So, jetzt habe ich hier einen wunderbaren Teig und den lasse ich jetzt eine Viertelstunde ruhen und dann wird er gefaltet. Hallo, wieder da! So, der Teig ist ganz leicht aufgegangen und jetzt geht es wirklich daran, den noch einmal schön wunderbar zu falten. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche noch ein bisschen Mehl. So, voilà, noch ein bisschen Mehl. So, und jetzt, wie hat er das gemacht? Also ich mache es in dem Fall, ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal Pizzateig gemacht habe. Jetzt so ein bisschen so, so ein bisschen so, so ein bisschen ziehen und falten und ziehen und falten und ziehen und falten. So. Hure langweilig zum Zuschauen. Voilà. Schaut euch wieder rein, wenn ich fertig bin. Da. So, der Teig ist jetzt 2 Stunden gegangen und ich probiere jetzt aus dem einen Pizzateig zu formen. Er klebt ein bisschen. So, noch einmal ein bisschen kneten. Ich probiere jetzt mal Pizza daraus zu machen. Ich glaube, der Maelo hat einfach es besser im Griff als ich. Also ich muss wirklich sagen, ich bin backen, nicht so ein gutes Ding, aber ich will es jetzt probieren, ob ich es auch herbekomme. So, nach gefühlt 50 Stunden ausdingseln, komme ich jetzt endlich ans Belegen. Und er hat einfach jetzt so Tomatensauce genommen. Die hier drauf schön Kreisbewegungen verteilt. So. Ist hier mehr? Ich glaube schon, oder? Kann man machen. Und was man von mir aus nur im Video sieht, ist, dass er noch irgendwelche Kräuter hier drüber geschossen hat. Und ich habe jetzt hier so ein italienisches Kräutersalz. So. Und jetzt kommt die Pizza so, bei der höchsten Stufe, bei mir ist es etwa 240 Grad, in den Ofen. Etwa für 3 Minuten und dann kommt der Mozzarella drauf. Also, let's go. So, die Pizza kommt jetzt auf einmal so 3 Minuten in den Ofen, hat er gesagt. Oi. So, nach ein bisschen Backzeit tue ich jetzt so den Mozzarella. Scheisse drauf. Ja, und dann backe ich sie fertig. Jetzt habe ich verbrannt. So, das ist jetzt die fertige Pizza. Sie sieht leicht anders aus als Maelo. Ich glaube, der Maelo gewinnt das Pizza-Game definitiv. Ich habe 2 markante Sachen anders gemacht. Erstens, ich habe das Vollkornmehl genommen, weil ich Weissmehl nicht so gut verleiden. Und er hat einfach nicht 24 Stunden, ist nicht 24 Stunden aufgegangen. Ich glaube, das macht hure viel aus. Aber wir probieren jetzt. Ich habe noch ein bisschen Kräuter drauf, da, noch ein bisschen Pizzaöl. Und jetzt, let's go. So, jetzt probieren wir von dieser Pizza. Achtung. Also der, der genug... Oh ja, ein bisschen Schiss, das heiß ist. Richtig gute Pizza. Ich habe das Gefühl, eine Maelo seine war besser. Es hat einfach einen härteren Teig und der bei Maelo ganz weich ausgesehen, aber
Ich bin überrascht von der Tomatensauce, die wirklich sehr, sehr lecker ist. Und ja, schmeckt gut. Pizza Hut. Ja, fein. Ja. Ich werde mir jetzt genüsslich die Pizza reinziehen. Und ja, wir sehen uns heute Abend beim letzten Menü, beim Nachtessen. Und ich kann euch sagen, es wird exotisch. Es wird südamerikanisch. Ja, es wird südamerikanisch und bis dann. So, es ist mittlerweile Abend geworden. Man sieht es an dieser super guten Beleuchtung. Ich finde, es sieht echt so oldschool kitschmässig aus. Ich habe die Freude, so aufzunehmen. Also, jetzt ist es so. Ich habe mir lange überlegt, dass ich kochen zum Thema Maelo. Und ich konnte nicht weggehen. Ich glaube, dorthin geht er wahnsinnig gerne. Aber es war ein bisschen wahnsinnig langweilig und darum habe ich gefunden, ich mache ein peruanisches Gericht, weil der Maelo hat peruanische Wurzeln. Und ich hoffe, das kommt gut, weil ich selber habe in meinem Leben ein Ceviche gemacht und das ist so ein peruanisches Gericht. Und heute mache ich Lomo Saltado, das heisst irgendwie hüpfendes Lendenfleisch, über das in ganz heißem Öl anbraten. Also das ist Rindsfleisch, das man da dazu braucht. Und es ist so eine Art peruanisches, chinesisches Gericht. Und Ende des 19. Jahrhunderts hat es mega viele chinesische Migranten in Peru gegeben. Und so ist eine Fusion-Küche entstanden. Und darum gibt es heute so ein asiatisch-peruanisch angehauchtes Nacht. Und ich probiere jetzt das zu kochen. Und für das brauchen wir, eben, wie schon gesagt, habe ich hier hochwertiges Rindfleisch. Dann habe ich rote Zwiebeln und Frühlingszwiebeln, die reinkommen. Da ist noch von der Frühlingszwiebeln ist noch das Grüne, das ich da rein tue. Dann habe ich Tomaten und Paprika, Ingwer und Knoblauch, Rotweinessig. Wir tun jetzt einfach so ein Rotweinessig. Es ist Apfelessig, ich habe keine Rotweinessig mehr gehabt. Sojasauce, ich kann jetzt das hier schlecht zeigen, ihr wisst wahrscheinlich, wie Sojasauce aussieht. Kreuzkümmel ist drin. Ingwer, Knoblauch, habe ich das schon gesagt, Ingwer und Knoblauch. Und was ich einfach sehr passend finde, ist einfach noch so ein bisschen Limettensaft zum Abschmecken. Und ich habe hier noch, ich habe hier noch glatte Peterli. Eigentlich würde man Koriander drin tun, aber ich finde Koriander wahnsinnig hässlich. Einfach vielleicht auch als Tipp für euch, wenn ihr mal Gäste habt, Besuch oder ein Rezept macht, wo Koriander drin ist. Nehmt doch einfach für die Schönheit ein bisschen glatte Peterli und serviert den Koriander separat servieren für die wirklich gerne haben. Weil Leute, die nicht gerne Koriander haben, die können mit Koriander wirklich das Gericht vermeisen. Genau, also, und das ist eigentlich im Fall schon alles, was wir brauchen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir das braten. Hau rein. Bevor ich anfange, ich habe etwas vergessen zu sagen. Ich bin extra noch, stell scharf, ein Gewürz holen. Es braucht so eine spezielle Chili-Art Amarillo. Und ich habe einfach nie die Paste gefunden. Jetzt bin ich extra auf Schöpfen gefahren und habe das Gewürz hier organisiert. Ich hoffe, es ist nicht allzu scharf. So, das Fett, das ich drin habe, ist jetzt wirklich ganz, ganz heiß. Jetzt kommt das Fleisch rein. Jetzt scharf anbraten, aber nicht durchbraten. Dann kommt der Knoblauch und der Ingwer drin. Den kurz mitdünsten. Und jetzt tun wir das Ganze nebendran. So. Dann kommen die roten Zwiebeln und die Frühlingszwiebeln rein. Jetzt habe ich hier Tomaten und Peperoni, die ich rein tue. Ah, die Farbe, geil. Dann habe ich hier die Sojasauce oder Essig. Hier ein bisschen Kreuzkümmel. Ah, das gibt so eine... das wird geil. Oh. Und hier habe ich jetzt eben noch von dem Amarillo Chili Pulver, das wirklich anscheinend für Peru steht. Ich tue jetzt wirklich nicht viel drin.
seht, die Tomaten werden so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen saucig. Aber ich will eben gleich noch so ein bisschen einen Knack haben. Und jetzt tue ich das Fleisch wieder zurück mit der Bratensauce, seht ihr hier zurück. Jetzt braucht es wirklich noch lang. Sonst ist jetzt das Fleisch zu hart durch, das wäre schade für das Fleisch. Oh, hey, seht ihr das? Und es schmeckt das todesgut. Ich tue gerne noch ein bisschen Limettensaft drüber. Ich habe das Gefühl, das passt einfach. Man kann dann beim Servieren noch mehr drüber tun, wenn man will. Und jetzt noch den Rest der Frühlingszwiebeln und den Peterli drin. Wow, seht ihr das? Ich habe Ferien in der Küche. Merci für die Inspiration. Geht richtig Frühburg hängen, Rui. So. Und das war's. Jetzt geht es schon nur noch ans Anrichten. Geil. Das wunderbare Menü ist angerichtet. Und eigentlich würde man es traditionellerweise auch noch mit Reis und mit Herdöpfel servieren. Und ich muss sicher nicht Reis und Herdöpfel fressen. Darum belassen wir es beim Reis. Und jetzt wollte ich probieren. Es ist herrlich. Es schmeckt super. Noch knackiges Gemüse. Jetzt kann niemand probieren, der das schon mal gegessen hat, aber ich finde es mega, mega fein. Das ist auch ein bisschen asiatisch, aber irgendwie gleich ein bisschen südamerikanisch. Das ist super gut. Also, Freunde, das Video ist hier noch nicht fertig. Es ist ja so, ich muss jetzt dem Häsler mal etwas nachbringen. Der hat jetzt mega lange warten. Und jetzt müssen wir das in Ruhe essen. Und mein abschließendes Fazit zu diesem ganzen Tag kommt dann morgen. Aber eins kann ich sagen, es ist perfekt, aber es war auch anstrengend. So, der Tag Essen wie der Maelo ist durch und es ist der nächste Tag nach dem ganzen Tag, weil gestern Abend war wirklich schon ein bisschen spät und wir wollten wirklich auch mal zu Nacht essen, weil ich muss die ganze Filmerei halt einfach in den Alltag reinbringen und mir ist es wirklich auch wichtig, dass wir die Sachen, die ich produziere, also jetzt rein vom Essen her, dann auch können essen, weil es wäre einfach nur schade. Und darum ist die ganze Sache ein bisschen aufwendiger gewesen, von der Planung her. Aber ich muss wirklich sagen, es hat mega, mega Spass gemacht. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, weil ich habe ein neues Rezept entdeckt. Also das Nachtgestern war der absolute Hit gewesen. Und ich möchte mich noch an dieser Stelle mega herzlich für die Inspiration und auch für das Brauchen von Material bedanken. Bei dir, Maelo, merci viel mal. Und ich kann mir durchaus vorstellen, noch weiter mal so einen Tag zu machen, essen wie. Und das habe ich natürlich dir gefragt. Wenn ihr Ideen habt, wie ich mal einen Tag essenstechnisch verbringen könnte, sei das ein Tag essen wie in Mexiko, ein Tag essen wie ein Crossfit-Athlet, ein Tag essen wie eine Veganerin, ein Tag essen und so weiter und so fort. Wenn ihr irgendwelche coole Ideen habt, sehr, sehr gerne. Es wird wahrscheinlich nicht irgendein Format sein, gut, Regelmäßigkeit ist ein anderes Thema, ein Format, das ich mega, mega viel machen kann, weil ich halt einfach noch 100% arbeite und die ganze Sache hier meistens selber filmen und so. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich mal richtig Bock habe auf so einen Tag. Also, liebe Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiss, es ist mal ein längeres Video, aber so etwas braucht halt einfach Zeit und ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, nur her damit, ich tue gerne lernen und ja, merci viel mal. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen, oder sogar ein Abo. Und ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, auch bei Kommentaren. Merci viel mal und ich würde sagen, bis gleich. Tschüss zusammen.